Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu A Story About My Uncle. Wir sind immer noch ein bisschen die komische Stadt hier am Erkunden. Ich finde die einerseits geil und andererseits ziemlich merkwürdig. Dort unten sind wir schon gewesen, dort sind wir schon gewesen, dort hinten sind wir schon gewesen. Das heißt, das Einzige, was noch übrig bleibt, ist eigentlich das, wo wir jetzt da sind. Beziehungsweise weiter rauf. Wobei, nein. Ja, doch schon weiter rauf, aber zuerst mal schauen, was wir da innen haben. Das sieht aus. Oh, jö. To Fred from Maddie. For how long had Fred been gone? I'm not sure. A couple of months, I think. Less than half a year for sure. I remembered hiking with him the summer before, but when I counted the days in his journals and from when I last saw him, it didn't make sense. Maddie said that she had known him all her life. Maybe she meant it figuratively. Like, she didn't really mean it. Like, when you say you'll die if you don't get a puppy for your birthday. That's true, though. I'm sorry. Of course it is. Oh jö. Also scheinbar Tag 5. Me and the Frog People. Moment. Vielleicht ist das noch ein Tag vorher, ne? 5. The substance that seems to have triggered the quickening of the eggs is a bluish crystal with a fluorescent effect. I have seen fluorescent minerals before, but none that shines as bright as this. Moreover, to my knowledge, these minerals need to be exposed to ultraviolet light to emit visible light, which makes the crystal's luminescence a mystery. Which makes the crystal's luminescence a mystery. I vaguely remember something about electromagnetic radiation having a similar effect, but that seems impossible in this cave. Why these crystals had an effect on the eggs remains a mystery as well. I made some experiments on one of the crystals I found, and it seems like they contain some sort of chemical energy that could be harnessed as electricity. Nice. I had yet to collect materials for a proper electrical circuit, but my initial experiments look promising. Okay, er hat also mit Elektrizität hantiert. Fred Gable heißt er also, mit diesen blauen Kristall da. Tag 5, after arrival. Me and the Frog People have found a place to build a village. There seems to be plenty of fish, and the people are using my old trash to build makeshift shacks. I can't wait to start my research on their race. This is the discovery of the century. 42 days after arrival. I have examined the creatures in almost every way I can. I documented their habits, their appearances, their behaviors. I am getting close to a complete report, and I wish I could somehow share this with my scientist colleagues at home. Now that I think about it, maybe I could build a new pad could wäre wahrscheinlich besser gewesen in dem Fall da. That would take me home again. Weil scheinbar hat es nicht funktioniert. Was haben wir da? 27 days after arrival. I named one of the little froglings Madeline, after my old journey companion. I bet she would have loved this adventure. Anyway, the little frog lives up to her name. So curious and inventive. Eager to learn as well. She even asked me to teach her how to write. Oh, you. Okay. Und was haben wir da? Happy birthday, Uncle Fred. Mom says you are 4 times as big as me. Now. Me 10 years. You 40 years. Moment. Also, wenn er sie schon kennengelernt hat, bevor sie ausgeschlüpft ist, und sie jetzt 10-jährig ist, und er 40, dann muss er ja schon mit 30 da gewesen sein. Und der andere hat gesagt, dass er irgendwie nur ein halbes Jahr weg war. Weißt du, wir haben es da mit ein bisschen so Quantum-Dingsbums zu tun, dass halt, ja. GPS, kein Signal, was haben wir da finden?
Steht da echt FNDU. FNDU. Wow. Advanced Astronomy. Projects for Amateurs. Okay. A comprehensive guide by Ryan Huppel. Huppel. Fish, shell, ostrich, haha, dragon, eel, teddy bear, giraffe, earth. Ah, das ist ein Fisch. Das Ding, wenn ich da an die Wand flümle, ist ein Fisch. Das sind alles Sternzeichen. Das heißt, man kann das Zeug lesen. Das ist mich verarschen. Okay, vielleicht sollte man das irgendwie einprägen. Teddybär, Drache, ja. Ich probier's einmal. Vielleicht finden wir ja wieder ein paar Zeichen. Fisch. Das Zeichen ist der Fisch. Okay. Sehen wir da. Das ist wahrscheinlich auch in USA. Das ist nicht USA. Ich weiß zwar nicht, was da steht, aber das könnte Skandinavien oder so irgendwas sein. Das da hier sieht aus wie Machu Picchu. Für die, die es nicht wissen, Inka-Stadt in Peru. Da oben Niagarafell. Nice. Der ist weit rumgekommen, der Typ. Der ist echt weit rumgekommen. Home Sweet Home. Können wir echt da durchschauen? Nicht so, hä? Wohin wollen wir denn jetzt? Also ich meine, geht es da noch irgendwo weiter oder so? Kann ich wieder runter? Muss ich fast? Okay. Dort hinten... Irgendwo geht es doch sicher noch weiter. Dort hinten geht es doch noch weiter. Und zwar ziemlich... Wow, ziemlich hoch rauf. Okay, schauen wir uns erstmal, ob es da noch irgendwo weiter geht. Dort hinten geht es noch weiter. Da kann ich mich umschwingen, so. Neue Gefilde. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal... Ja, ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht, welches war es, wo hingeht. Da unten bin ich ja schon gewesen, oder? Bin ich denn auch schon oben gewesen? Bin ich von oben runtergekommen? Ich gehe einfach mal da drüber. Ich probiere das jetzt. Und wahrscheinlich scheitere ich einfach schon, weil es muss sein. Okay, ich habe es geschafft. Wie auch immer. Hui. Hui. Und ja, dann ist doch ein bisschen umspringen. Und da rauf, wenn ich bitte darf. Oder auch nicht. Ah, dort hinten rum wahrscheinlich, aber egal. Gehen Sie mal da rauf. Okay, das ist eine schlechte Idee gewesen. Wir gehen da rauf. Dort hinten ist die Grotte. Es hat einfach zu viel Zeug. Aber da unten bin ich glaube schon gewesen. Dort haben wir noch, das sind wir in der letzten Folge gewesen. Gut. Dann gehe ich jetzt nämlich da auf, bitteschön. Dankeschön. Und wir gehen weiter. Säckle, säckle, säckle. Und da rauf. Bitteschön. Säckle, säckle, säckle. Und raufziehen. Raufziehen. Noch mehr raufziehen. Und es lange knapp nicht, das war fast klar gewesen. Oh. Autsch. Das hätte ich können wehtun. Okay, probieren wir es nochmal. Nein, 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 nein. Autsch. Nein, 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 nein. Und ich würde ganz tun. Wenn wir es echt mal auf die richtige Art probieren, oder soll ich probiere es einfach weiter. Komm schon, du kannst jetzt da rauf. Und weiter rauf. Und... Okay, gehen wir mal so da durch. Ich kann ja auch da entlang fliegen, der Mauer. Ha, da sind wir wieder beim fetten Felsen. Gehen wir rauf. Und da hinten oben. Und da oben. Oh gut. Und weiter rauf. Gut, jetzt sind wir wieder da. Jetzt gucken wir rauf. So. Ja, das war exzellent gewesen. Ah. Ich weiß nicht mal, ob ich da richtig bin. Ich habe so irgendwie ein ziemlich lineares Spiel erwartet und das hat mich enttäuscht. Was eigentlich gut ist in normalen Fällen. Schlecht, wenn man nicht weiß, wo man hin will. Oder sollte. Immerhin weiss ich jetzt, dass ich da rauf kann. Wow. Das hätte ich fast gelangt.
Okay. Das probieren wir jetzt gerade nochmal. Und boing. Und so. Und so. Und es langt natürlich nochmal nicht. Jetzt gehen wir einfach da rundum, bevor ich wieder ganz runtergehe. Ich habe das Gefühl, da geht es wieder ab. Okay. Das hat ja auch fast gelangt. Wo sind wir da? Wir sind einfach so irgendwo am Arsch von der Welt. Okay, ich bin immer weiter da oben. So, immer hat mich zuoberst oben erwartet. Das nimmt mich jetzt echt Wunder. Wow. Autsch. Also abgesehen von einem richtig geilen Ausblick, meine ich natürlich. Ich müsste ja fast an der Decke schon ankommen. Wow. Ist das Einzige, was mich da erwartet? Ja, ich hätte es mir ja fast können denken. Hauptsache ich kann mich da dran nicht festheben. Wow. Okay, dort unten bin ich gsi. Nein, nicht aber keine. Ach. Okay, dort unten bin ich gsi, habe ich wollen sagen. Dort hinten noch nichts. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich wirklich da so rauf und dann da irgendwie so hinten rum und überhaupt. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal so. YOLO! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Das ist eine schlechte Idee gewesen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich noch schlechte Ideen habe? Immerhin sind wir jetzt wieder... Oh Gott, sind wir wieder im Dorf. Okay. Plug. Und... Kumpel ist vielleicht nicht so eine gäbige Idee da. Okay, wir gehen jetzt da rüber. Da. Gut. Jetzt so. Und... Katapult und... Nein, nein! Todescounter plus Eis. So, nochmal. New. Die schweben da so geil. Okay, da mal habe ich es im Griff. Gut. Oh mein Gott. Und ich muss jetzt dort. Oder dort. Schauen wir da. Autsch. Okay, wir haben da einen Haufen Abfall wieder. So ziemlich viel Abfall. Laden und boing. Und da, oh mein Gott. So. Also es sieht ja schon geil aus, aber ein bisschen mehr Story wäre mir schon lieber. Es ist halt so, es ist ziemlich ruhig. Es ist ziemlich Jump'n'Run. Oh. So Jump'n'Run lastig. A stranger in our halls. Welcome. Hey. Our name is Samuel, and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe, but she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Okay. Das scheint ein grösseres Unterfangen zu werden, habe ich das Gefühl. Wir schnappen uns jetzt noch den Power Core. Also. Nice.
Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei A Story About My Uncle. Tschüss.